Hey, die gute Nachricht vorweg. Du gehörst zu den 5% reichsten Menschen auf dieser Welt. Hast du das gewusst? Das ist eine gute Nachricht. Zu den 5% reichsten Menschen auf der Welt. Es ist immer ein bisschen die Frage, nimmst du das wirklich auch selber wahr? Oder? Weil die Frage ist, mit wem du dich vergleichst. Vielleicht hast du Menschen um dich herum, die sehr viel mehr haben als du. Dann denkst du, ja, das kann nicht sein. So reich bin ich nicht. Ich habe das letzte Mal wirklich geglaubt, als ich in den Philippinen war und ein paar Wochen in den Slums war, bin ich heimgekommen und habe gemerkt, ich bin wirklich, 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 wirklich reich. Weil wir haben so vieles, was für uns irgendwo normal geworden ist und wir uns daran gewöhnen, wo wir vielleicht gar nicht mehr als Reichtum aufzählen würden, wenn wir jemandem beschreiben würden, was unser Leben wirklich reich macht. Ich habe da so einen Haufen an Reichtum, um dir mal ein bisschen zu zeigen, was uns alles reich macht. Ich habe zum Beispiel einen 4-jährigen Bub daheim. Der darf jetzt in den Kindergarten gehen. Er bekommt eine Ausbildung. Ja, nicht schon haben, die Ausbildung. Du kannst jetzt sagen, okay, da müsste man hier und hier noch etwas verändern. Es müsste alles viel mehr Teamarbeit sein und projektorientiert und. Aber es ist eine Ausbildung, die ihn fähig macht, ins Leben hineinzustarten. Und irgendwann einmal kommt an den Punkt, wo ich sagen, ich kann studieren oder eine Berufsausbildung machen. Und dann kommt noch mehr Wissen über. Und dann geht es weiter. Irgendwann hat er dann die Möglichkeit, einen Job anzunehmen. Und er darf arbeiten. Und dann bekommt er seinen ersten Lohn. Oder? Und bei vielen Sachen hätte er vielleicht fragen, Papa, darf ich das kaufen? Und jetzt ist es einfach plötzlich möglich. Jetzt kann er sich selber leisten. Ich sage, hey, PlayStation 17, hol ich mir. Und ich weiss, ich habe ein Velo, aber es ist ein bisschen doof, wenn ich in einer anderen Stadt arbeite. Ich brauche ein Bahnhofvelo in beiden Städten. Also kaufe mir 2 Velo. Und dann irgendwann ziehst du aus und dann darfst du deine erste eigene Wohnung einrichten. Ich weiss noch, wie das für mich war. Ich bin dann so in die Läden gegangen, in den Brockenstuben und so, und habe mir das gekauft, was mir gefällt. Und habe etwas Schönes ins Wohnzimmer. Und mir ist Küchenausrüstung ist mir ganz wichtig. Scharfe Messer. Es ist furchtbar zu kochen mit stumpfen Messer. Und dann, für mich ist natürlich, das ist noch vorher gekommen, das erste Auto. Ich habe in Reigoldswil gewohnt. Ich weiss nicht, ob du weißt, wo das ist, aber das Leben ist besser mit einem Auto. Oder im besten Fall hast du 2 Autos. Weil das eine könnte mal kaputt gehen und dann bist du wirklich verloren. Und dann, die meisten Menschen haben 2 Beine, oder? Wir haben 3. Wir haben AHV, Pensionskasse und wir haben die 3. Säule. Das heisst, nicht einmal im Alter müssen wir uns Sorgen machen. Und jetzt können wir aber die 3. Säule auch mal nehmen und ins Eigentum investieren. Wenn ich gut spare, vielleicht kann man irgendwann Eigentum leisten. Oder? Ich kenne Menschen, die haben neben dem Eigentum noch eine Ferienwohnung. Nein, gibt's? Ich kenne Menschen, die haben ein Flugzeug. Hey! Ich kenne Menschen, die haben ein Boot auf dem Rhein. Hey, alle in unserer Kirche. Das kann ich nicht mehr toppen. Was gibt es jetzt noch? Was? Ein Nordstage? Ich kenne Menschen, die haben ein Nordstage 3. Das ist das beste Piano auf der ganzen Welt. Ich hoffe, das ist das Neueste von dem. Danke, Raffi. Oder? Und das ist, wir gewöhnen uns an das ganze Zeug. Und es ist für uns eigentlich auch üblich, dass wir von Jahr zu Jahr mehr von dem haben. Wie komisch, wenn jetzt plötzlich die Situation wird eintreffen, dass dein Gehalt gekürzt wird. Dass die Chef kommt, deine Chefin kommt und sagt, hey, es tut mir leid, wir müssen Gehälter um 5% kürzen. Das funktioniert so einfach nicht mehr. Die Miete wird trotzdem ein bisschen raufgehen und die Krankenkassenprämie wird auch raufgehen. Das ist ein realistisches Szenario. Wir haben das einfach, die meisten von uns haben das nie erlebt, oder? Dass es einmal abwärts gegangen ist. Der Wohlstand hat immer zugenommen. Und das führt dazu, dass von Jahr zu Jahr hier immer mehr drin ist. Und wir werden reicher und reicher. Das Ding ist, in unserer Gesellschaft ist das ein grosser Vorteil. Wenn wir viel da drin haben, bekommen wir auch viel Anerkennung. Die Menschen, die hier viel drin haben, die sind generell eigentlich relativ beliebt in unserer Gesellschaft. Die werden viel angenommen, die werden wahrgenommen, die Meinung ist oft auch wichtig. Das Problem ist, bei Gott ist das ein bisschen anders.
Er schaut das Thema ein bisschen anders an als unsere Gesellschaft. Und wir lesen zusammen Lukas 12. Da rief einer aus der Menge: Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte: Wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Er fuhr fort: Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich: Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen: Mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. In der heutigen Spruch, Frühpension. Aber Gott sagte zu ihm: Wie dumm von dir. Oder anders gesagt, du Pfosten. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann alles das bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und nicht dabei nach Reichtum bei Gott zu fragen. Das ist mal direkt. Ich finde, der Text zeigt uns so wunderbar, wie die Perspektive von Gott auf unser Leben oft so anders ist. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von unserer menschlichen Perspektive auf unser Leben. Wir sehen oft einen Abschnitt vor uns. Daniel, kannst du das schnell einblenden, bitte? Das erste Bild. Vielen Dank. Wir sehen oft einen Abschnitt vor uns und wir haben eine gewisse Zeit vor uns. Wir Christen, wir wissen, okay, irgendwann kommt etwas anderes. Irgendwann geht es dann weiter, aber wir wissen nicht konkret, wie das aussieht. Das ist eine Hoffnung, oder? Wo wir entgegenschauen. Aber was wir sehen, ist die Wegstrecke vor uns. Und weil wir das sehen, passiert sehr oft, dass wir uns dann auch um die Wegstrecke kümmern. Also das, was wir sehen, das, was wir anlängen können, das ist uns irgendwie nahe. Und es ist auch normal, dass wir in das investieren, dass wir uns das schön machen und komfortabel machen. Und wir fangen uns Sachen anschaffen, die die Wegstrecke angenehm und gut machen. Und es ist normal, aber irgendwo ist es auch ein bisschen absurd, weil vielleicht hast du schon mal gemerkt, wenn du das hier betreibst, wenn du die Reichtum vergrösserst, wie schnell die Freude an dem Ganzen verfliegt. All das, was du dir anschaffst, löst am Anfang ein positives Gefühl in dir aus und dann irgendwann verfliegt es und du hast es und vielleicht wird es plötzlich zur Last, weil du dich auch noch darum musst kümmern, weil es kaputt geht, weil du das musst ersetzen. Und wenn wir uns zu fest auf diesen Abschnitt fokussieren, verpassen wir das, was Jesus uns verheißen hat. Jesus sagt in Johannes 6, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Begeisterung macht sich breit. Wenn du an Jesus glaubst, hast du ewiges Leben. Wenn du an Jesus glaubst, hast du ewiges Leben. Wirklich. Es ist das, was sich die ganze Welt wünscht. Und du hast es. Was musst du machen? An Jesus glauben. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie Gottes Perspektive auf dein Leben ist. Gott sieht, was nachher kommt. Er weiß, was auf uns zukommt. Er sieht die Ewigkeit, die vor uns liegt. Und ich glaube, das führt zu dieser direkten Rede von ihm, wo er so klar und so direkt wird. Weil er ganz eine andere Perspektive auf unser Leben hat. Und er sagt, dumm, wer nur an den kurzen Abschnitt denkt, wo im Vergleich zu der Ewigkeit so fast bedeutungslos wird. Bringst nicht zusammen, das ist so kurz im Vergleich zu dem, was noch auf uns zukommt. Kümmere dich doch um das, was dort kommt, anstatt nur auf das, was du siehst. Kümmere dich um das, was ich dir verheißen habe. Jesus redet immer wieder über Lohn und über Reichtum. Interessant, oft.
wie ich finde. Und er ladet uns ein, uns um den Himmel, uns um den Reichtum im Himmel zu kümmern. Er sagt auch im vorigen Vers, den wir gelesen haben, fragt bei Gott nach Reichtum. Und in Matthäus 6 sagt er, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Wenn wir reich werden, müssen wir Schatz im Himmel sammeln. Einverstanden? Kommt sehr klar raus. Unmissverständlich. Die große und entscheidende Frage ist, wie gelingt uns das? Wie schaffen wir das? Weil das Ziel meiner Predigt heute. Mein Ziel ist, dass du heimgehen kannst oder den Stream kannst beenden und kannst sagen, okay, ich weiß jetzt, was zu ist. Ich weiß, wenn ich Reichtümer im Himmel sammle. Das muss uns klar sein. Eigentlich ist es nicht so schwierig. Jesus macht nämlich genauso klar weiter. Lukas 12. Wir lesen heute übrigens sehr viel Bibel. Bist du dabei? Das langt. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen, keine Motte ihn zerfressen. Wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Also heimgehen, alles verkaufen und es den Bedürftigen geben. Nur hilft uns das weiter. Ehrlich gesagt, ich bin froh, gibt es Menschen, die viel haben. Ich bin froh, gibt es reiche Menschen. Wenn zum Beispiel damals, wo wir für Coming Home Lörrach, für unsere neue Halle in Lörrach gesammelt haben, 2018 und 2019, haben wir viele Beträge reinbekommen. Und dort drunter sind auch ein paar Bröcke gewesen, so richtig grosse Beträge. Und wir haben die gebraucht. Und ich bin dankbar gewesen, tut nicht jeder Christ einfach sein Zeug rausjatten und hat dann wieder null. Sondern weiss, wie man gut wirtschaftet. Ich bin froh um Geschäftsmänner, die christliche Businesses aufbauen und Job an Menschen vergeben, die vielleicht sonst keinen Job hätten. Familienväter und Mütter, die so ihre Familie versorgen können. Ich bin froh um die. Ich glaube, wenn wir so Aussagen von Jesus hören, ist es mega wichtig, dass wir sein Motiv prüfen. Was will er bewegen? Und der letzte Satz macht sehr klar. Er sagt, dort, wo euer Reichtum ist, dort wird auch euer Herz sein. Jesus geht es um die Herzenshaltung. Die Frage ist, warum haut es so rein? Warum ist es so radikal? Wieso tätscht er da so rein? Matthäus 6,24 sagt er, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen geben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Der Mammon ist gemeint, wenn das hier zu bedeutungsvoll wird in unserem Leben. Wenn das hier ein Götz wird. Wenn das hier unsere Gedanken steuert, unsere Entscheidungen beeinflusst, unser Handeln bestimmt, dann ist das damit gemeint. Und Jesus sagt ganz klar, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Das funktioniert nicht. Und Jesus will, dass unser Herz ganz Gott gehört. Wegen dem haut es so rein. Er macht eigentlich nichts anderes, als das erste Gebot wieder aufgreifen. Damals, wo Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei befreit hat, hat er ihnen irgendwann 10 Gebote gegeben und er hat gesagt, haltet euch daran, weil die sind gut für euch. Und das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du kannst das Alte Testament durchlesen. Es darf nur einen Gott geben. Jedes Mal, wenn die Menschen sich einen zweiten Gott bauen, klopft es. Immer. Schon mal aufgefallen? Die ganze Zeit. Wenn sich das Volk Israel einen zweiten Gott baut, knallt es. Und Jesus zieht die Linie weiter. Alles, was sich neben Gott aufbaut und ihm Konkurrenz macht, hat keinen Platz. Das funktioniert nicht.
Jesus wird deutlich, weil er weiss, dass der Reichtum von dieser Welt zu einem Gott werden kann, der uns von Gott wegzieht. Und er bleibt weiterhin klar. Ich sage, wir lesen viel Bibel. Markus 10, 25. Ein Vers, den wir uns ins Herz nehmen müssen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Eher geht das Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ich ins Reich Gottes komme. Als dass du ins Reich Gottes kommst. Weil ich erinnere, wir gehören zu den 5% reichsten Menschen auf dieser Welt. Und ich weiß nicht, was der Vers bei dir auslöst. Aber in mir löst er leichtes bis verstärktes Unbehagen aus. Mir macht der Vers nervös. Weil ich kann nicht flüchten. Ich weiß, ich bin gemeint. Ich gehöre zu den reichsten Menschen auf dieser Welt. Wem gilt der Vers, wenn nicht mir? Schau, wenn wir in unser Reichtum hier auf der Welt verliebt sind, wenn das ein Gott wird, dann wird uns das alles kosten. Wegen dem haut Jesus so rein. Jesus sagt mal in Matthäus 7,13, geht durch das enge Tor. Das ist das hinter mir, das habe ich heute mitgebracht. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Und er macht deutlich, für Reiche ist der Weg ins Reich Gottes nicht leicht. Das ist kein Spaziergang. Es hat auch mit einer Suche zu tun. Man muss ihn finden, diesen Weg. Das Problem ist für uns Reiche das. Wenn wir uns unser Leben lang damit befassen, Reichtümer hier zu sammeln und uns darum zu kümmern, dass hier immer mehr drin ist. Und wenn das unser Lebensinhalt ist, wenn das unsere Gedanken steuert, unsere Entscheidungen beeinflusst, wenn das unser Handeln bestimmt, dann haben wir irgendwann ein Problem. Und dann verlieben wir uns rein. Und irgendwann wird es uns zurückhalten. Irgendwann haben wir ein Problem. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Und an dieser Stelle ist die konkrete Frage berechtigt, ist Reichtum etwas Schlechtes? Ist das etwas Schlechtes? Ich glaube eben nicht. Ich glaube nicht mehr, dass Jesus ein Problem hat mit Reichtum. Ich glaube einfach, Jesus hasst alles, was uns von Gott wegzieht. Alles. Alles, was Gott Konkurrenz macht und unser Herz von ihm wegzieht, das attackiert er so richtig brutal und direkt. Es gibt eine Stelle im Timotheusbrief. Der Paulus, der hat andere Pastoren auch eingesetzt. Und Timotheus war einer davon, ein junger Pastor, und ihm hat er eine Gemeinde anvertraut und hat ihm immer wieder Briefe geschrieben. Und 2 Briefe sind die beiden Timotheusbriefe, wo er ihm Tipps gibt, ganz konkret. Und einmal schreibt er ihn auch an und sagt, schau, gang so mit den Reichen um. Und ich finde, dort wird es für uns sehr praktisch, dort wird es für uns sehr adaptierbar, wie wir mit unserem Reichtum gut umgehen können. Ich finde, Paulus bringt gute Aussagen und ich würde das gerne jetzt mit euch lesen und dann überlegen, wie können wir das jetzt adaptieren, wie können wir das umsetzen in unser Leben. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Da haben wir wieder die Perspektiven, oder? Gott schaut mit dieser Perspektive drauf und sagt, ja, das ist gut und recht, aber das wird bald vergehen. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Das finde ich so einen wichtigen Satz, weil das Ganze kann bis jetzt bei meiner Predigt sehr beschwerlich werden, oder? Wir dürfen es genießen, wir dürfen Freude daran haben. Wir dürfen das in vollen Zügen genießen. Wir müssen uns kein schlechtes Gewissen machen, wenn da viel drin ist, weil der Punkt ist, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir hier leben dürfen. Oder? Wir haben nicht viel dafür da. Vielleicht sind wir hier geboren oder hier angezogen. Aber letzten Endes ist es doch ein Geschenk, dass wir hier sind und von dem allem profitieren dürfen.
Für das müssen wir uns nicht entschuldigen. Das ist nicht unsere Schuld. Das war nicht unsere Entscheidung. Also dürfen wir auch Freude daran haben, wir dürfen es genießen. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten werden, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Das immer, im Geschenk. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Da haben wir wieder Perspektiven, oder? Er schaut auf das, was kommt und nicht das, was jetzt schon ist. Er sagt, hey, genießt. Genießt und habt Freude. Aber passt auf, dass ihr euch ein Vertrauen nicht darauf setzt. Nicht das versorgt. Nicht dein Haus gibt dir Sicherheit. Nicht dein Geld versorgt dich. Es ist Gott allein. Das da ist viel, viel mehr eine Möglichkeit, Gutes zu tun. Es ist viel mehr eine Ressource, wo du Gutes damit tun kannst. Und der Paulus sagt hier, werdet reich an guten Taten. Und seid euch bewusst, dass das Mittel ist für gute Taten. Jesus sagt, verkauf es und gib es den Armen. Der Paulus sagt, teile es mit denen, die bedürftig sind. Und die Frage für euch, was heisst das jetzt für uns ganz konkret? Wie können wir das ganz praktisch machen? Jesus macht immer wieder klar, im Reich Gottes geht es um Menschen, oder? Die ganze Zeit. Es geht um Menschen. Es geht immer um Menschen. Dass Menschen Gott kennenlernen, sein Herz verstehen, seine Liebe spüren, seine Güte verstehen, seine Gnade, sein väterliches Herz. Jesus selber gibt seinen Platz im Himmel hin und Gott von seinem Thron oben runter und besteigt den Thron auf Golgatha. Mats hat darüber predigt in dieser Serie. Er besteigt das Kreuz. Das Kreuz ist sein Thron. Und gibt sich selber hin, damit die Menschen eben zu Gott kommen können, damit die Menschen gerecht vor Gott retten können. Ein Gott, der sich selber hingibt, damit Gott und Mensch zusammenkommt. Es geht immer um das. Es geht immer um das im Reich Gottes. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Christen ist es, die Liebe Gottes, seine Güte zu den Menschen zu bringen. So bauen wir Gottes Reich. Das ist doch der Grund, warum wir auch Kirchen bauen, oder? Wir wollen, dass die Menschen hierher kommen können, online dabei sein können, damit sie Gott kennenlernen können, verstehen, wie er ist. Die Liebe dürfen spüren und dürfen verstehen, wie er über uns denkt. Das ist doch das Wertvollste, was es in diesem Leben gibt, oder? Wenn wir das checken dürfen. Und ich habe immer wieder in den letzten Jahren und Monaten und Wochen erleben, wie das ganz konkret passiert, wenn Menschen etwas von ihrem Hab und Gut nehmen und es eben genau für das nutzen. Es gibt zum Beispiel eines Morgens bin ich ins Geschäft gekommen, hier ins Office. Einen Tag vorher ist mein Handy kaputt gegangen. Und eine andere Person hat nichts davon gewusst und hat den Gedanken gehabt, ich bestelle 2 von diesem Handy und gebe eins dem Dani. Das heisst, er hat einfach das Handy bestellt und zu mir auf den Tisch gelegt. Ich dachte, doch, hast du es an. Ich habe einfach gewusst, das ist ein Geschenk. Ein neues Handy. Ich habe es heute noch. Das beste Handy, das ich je hatte. Nicht nur technisch, sondern auch, weil es ist mehr als ein Handy für mich. Es ist ein Geschenk und ich habe Gottes Grosszügigkeit erfahren dadurch. Was für ein Zufall, oder? Die Person, die nichts davon weiss, dass mein Handy gerade abgelegen ist. Weißt du, was das heisst als Pastor, wenn dein Handy kaputt geht? Du bist arbeitsunfähig, oder? Das ist wie wenn ein Maurer sein Bein bricht. Er hat nichts davon gewusst und hat einfach den Gedanken gehabt, was für ein Zufall. Eine Person in der Kirche, die hat, wie das so normal ist bei uns, irgendwann denkt, ja, das Auto ist nicht mehr das Richtige für mich und hat gesagt, jetzt kaufe ich mir so einen schönen
Ein schöner Kleinwagen, in Deutschland gefertigt. Höhere Qualität. Und ich habe noch ein altes Auto. Das ist noch nicht kaputt, das würde eigentlich schon noch fahren, aber es ist nicht mehr so das, was ich mir vorstelle. Und dann hat sie wahrgenommen, dass eine andere Person in unserer Kirche angewiesen wäre auf ein Auto, weil sie auch im Gacko aussen wohnt und unflexibel war und nicht richtig unterwegs sein. Sie hat dann versucht, das Auto zu verkaufen und es ist aber nicht wirklich gelungen. Und dann hat sie das Gespräch mit dieser Person gehabt. Was hat sie gemacht? Ja, nimm es doch. Nimm mein Auto, kannst du es haben. Natürlich hat sie gerne Liquiditätserlös gehabt. Natürlich hat sie gerne ein bisschen Geld gehabt, das dann wieder hier reingeht, oder? Um vielleicht beim nächsten Mal wieder etwas anderes kaufen können. Aber in dem Moment hat sie den Eindruck gehabt, das ist doch gut, wenn sie das brauchen kann. Letzte mit einer Person geschwätzt, die ist gerade in einem Land gewesen, wo man jetzt gut sagen kann, die Menschen haben nicht so viel, wie wir haben. Und dort greift Covid gerade richtig um sich. Und das hat Einfluss auch auf die ganzen Lieferketten. Also das Ganze, was wir selbstverständlich in unseren Läden einkaufen können, können die Menschen nicht einkaufen. Ganz einfache Sachen wie Zahnpasta, Duschmittel sind nicht mehr verfügbar. Dann denkst du jetzt mal, ja, okay, dann hast du ab Mundgeruch und stinkst. Aber das Problem geht tiefer, oder? Wenn du viele Lungenentzündungen hast und keine Antibiotika mehr hast, hast du ein Problem. Wenn Kinder krank sind und Medikamente nicht mehr vorhanden sind, um die Kinder wieder gesund zu machen, hast du ein Problem. Und der Mann war dort und hat gesagt, schau, was ich hier habe, lasse ich dort hier. Weil dann hast du wenigstens mal das. Und sei es nur Zahnpasta oder Duschmittel. Letztes Jahr war das, bin ich irgendwann einmal im E-Banking eingeloggt und bin auf mein Konto gegangen. Und dann dachte, der Kontostand ist höher als sonst. Nicht recht gewusst, was passiert ist. Und habe gesehen, dass jemand einfach einen grösseren Betrag auf mein Konto überwiesen hat. Es war nicht mein Arbeitgeber, weil das ist ja üblich, sondern es war eine Privatperson aus unserer Kirche. Und dann hat man am Sonntag die Person angesprochen und gesagt, weißt du was? Ich hatte das Geld überwiesen, dass ihr als Familie so richtig fett in die Ferien könnt. Für uns war das mega cool, weil wir haben 5 Jahre schon eins in Flörach gebaut, oder? Und sind voll Gas dran dort. Und es war eine Seltenheit, dass wir uns mal länger rausziehen können. Und wir haben gerade, ich glaube, 7 Wochen Ferien machen, so ungefähr. Wo wir richtig so ein kleines Sabbatical machen können. Und haben gewusst, ja, wir machen es einfach und simpel, weil wir haben nicht wirklich viel Geld, um die Ferien zu gestalten. Und dann kommt der Betrag und die Person sagt uns, ich will, dass ihr so richtig schön Ferien machen könnt. Jetzt hat er gerade ein zweites Kind bekommen, ein Töchterchen, genießt es zu viert. Und ich habe gewusst, da ist ein ehrliches Herz dahinter. Keine Erwartungshaltung, nicht, weil die Person liebt, selber schön Ferien zu machen. Ich kenne ein Ehepaar, die sind pensioniert und die haben ein grosses Haus. Oder? Das ist ja eigentlich eine übliche Thematik. Du hast ein grosses Haus, damit deine Kinder Platz haben, irgendwann ziehen deine Kinder aus und dann, was machst du mit diesem grossen Haus? Sie haben sich für den Weg entschieden, dass sie gesagt haben, wir tun nicht einen Fitnessraum, ein Fernsehzimmer, ein Riesenaquarium und ein Streichelzoo einbauen, weil da habe ich alles auch schon angetroffen. Nichts gegen das. Aber sie haben einen anderen Weg gewählt. Sie haben gesagt, schau, wir machen unser Haus auf. Es gibt angenehmere Arten, unser Lebensoben, wenn man so will, zu verbringen. Aber wir haben so viel zu geben, wir haben so viel Platz, wir haben genug von allem und mehr als das. Wir machen unser Haus bewusst auf. Wir leben in einer Stadt, wo es Ankommen brutal schwierig ist und zum Teil Familien ankommen und keine Wohnung finden. Denen können wir für Wochen oder Monate ein Zuhause geben. Wenn Jugendliche durch eine schwere Zeit durchgehen, können wir ihnen helfen. Wir können ihnen Stabilität geben und können ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Und sie sagen, schau, wir brauchen nicht das ganze Haus für uns. Wir können das mit anderen Menschen teilen. Wenn du die Reichtum mitnehmen in den Himmel, wenn du Reichtum im Himmel sammeln willst, musst du ihn verteilen. Das ist der einzige Weg, wie es der Reichtum in den Himmel schafft. Das ist der einzige Weg. Und wir lernen mit dem so viel. Ich finde das so etwas Wichtiges, dass wir das verstehen, weil
in dem Moment, wenn wir solche Aktionen machen, in dem Moment, wenn wir etwas nehmen, was da drin ist, von dem, was uns Gott geschenkt hat, von dem, was uns anvertraut ist, und wir geben es jemand anderem, dann passiert etwas für uns so Wichtiges. Wir lernen loszulassen. Weißt du, wie wichtig das ist? In dem Moment nimmst du etwas, was dir anvertraut worden ist, in unserem Verständnis uns gehört. Und wir geben es einer anderen Person. Und wir können nicht bestimmen, was die Person jetzt damit macht. Wir lassen es los. Und es gehört nicht mehr uns. Weißt du, was dann passiert? Du bist Herr über dem. Und das ist nicht Herr über dir. Und das ist so mega wichtig, dass das Verhältnis so ist. Dass das doch nicht über uns bestimmt. Dass das doch nicht unser Denken steuert, unsere Entscheidungen beeinflusst, unsere Handlungen bestimmen, sondern dass wir Herr sind über dem und über das bestimmen. Dann kann es kein Gott werden. Dann wird es uns nicht zurückgeben. Du kannst es punktuell machen, wenn ich gerade Geschichten erzählt habe. Du kannst es auch regelmäßig machen. Maike und ich, wir haben vor mehr als 7 Jahren jetzt jemanden geheiratet und haben gesagt, und wir geben die ersten 10% in unsere Church. Das ist unsere Entscheidung. Das haben wir in der Bibel gelesen. Wir finden, das ist ein gutes Prinzip und wir leben das. Und er hat gesagt, das machen wir. Das Gehalt kommt rein, wir nehmen 10% und geben es in die Kirche. Weil wir glauben, dort wird das Evangelium verkündet. Dort wird Kinder beigebracht, wer Gott ist auf eine gute Art. Dort werden Menschen in Freiheit geführt. Dort werden Menschen befähigt und ausgesendet. Dort werden Blinden die Augen geöffnet. Gefangene werden frei. Das ist das, was wir unter Reich Gottes verstehen. Dort wächst das Reich Gottes. Und dort wollen wir konstant investieren. Und ich ermutige immer wieder als Pastor, mach das. Ich will dich auch heute ermutigen. Und immer wieder kommt die Antwort, ich würde es schon machen, aber ich kann mir das nicht leisten. Ja, ich mir auch nicht. Ich habe 1,5 Jahre eine Wohnung gesucht, die wir uns leisten können. Und da immer mal wieder so zu meiner Frau gesagt, beim Nachtessen, hey, stell dir mal vor, wir würden den Zehnten in unsere Wohnungssuche investieren. Könnten wir uns etwas richtig Schönes leisten. Aber dann haben wir uns immer wieder erinnern und sagen, nein, wir sind nicht auf der Welt, um in einer schönen, grossen Wohnung zu leben. Wir leben jetzt auch schön, das ist gut. Und das ist schön, wenn es Platz hat, oder? Aber das ist nicht unsere Berufung. Wir sind nicht für das hier schön zu leben. Wir sind für etwas anderes da. Wir sind dafür, hier Reich Gottes zu bauen. Uns soll es zuerst ums Reich Gottes gehen. Und wir vertrauen darauf, dass Gott uns alles andere gibt. Und ich sage dir, es funktioniert. Es funktioniert schon die ganze Zeit. Gott sei dumm, wenn wir nur an den Abschnitt hier auf dieser Welt denken. Es kommt noch so viel mehr. Und das sind Sachen, die wir ganz einfach praktizieren können. Manchmal sind es einfache Schritte, manchmal tut es weh. Ich habe das letzte Mal selber, wir haben ja vorher über Coming Home geschwätzt, oder? Ich bin in anderen Locations, ich war auch da und habe gesagt, hey, wir brauchen 70'000 € für die Location in Lörrach. Wir sind eine kleine Gemeinde und wir brauchen Hilfe. Und wisst ihr, was die haben gegeben? Und ich bin so dankbar. Weil heute haben wir eine Location, die uns hilft, durch die Pandemie durchzufinden. Aber wir haben so sagen, ich kann ja nicht vorne stehen und der Lauteste sein und nichts dazu beitragen. Und wir waren daheim mit dem Mike und haben gesagt, ja und jetzt, was heisst das für uns? Wenn wir vorne stehen und rufen, wir brauchen Geld für unsere Location in Lörrach. Dann haben wir auch diskutiert und gesagt, okay, was können wir geben? Dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen das einfach mal mit, du für dich, ich für mich. Wir nehmen uns 2-3 Tage Zeit, hocken dann wieder zusammen und sagen den Betrag, den wir auf dem Herz haben. Und das ist immer so ein lustiger Moment, oder? Nachher hast du einen Betrag auf dem Herz und denkst, und hoffst, dass dein Gegenüber dann vielleicht einen tieferen Betrag sagt und erlebst dann, dass die Person genau den gleichen Betrag sagt und dann denkst du, okay. Aber dann musst du wieder fragen, okay, wo will ich investieren? Will ich hier drin investieren oder will ich Schätze sammeln, die im Himmel werden liegen? Und wir haben es gemacht. Und weißt du, was faszinierend ist? Das war fast alles, was wir auf dem Konto hatten. Aber unser Konto ist wieder voll. Das ist nicht das Problem. Gott sagt, wenn du dich um mein Reich kümmerst, dann schaue ich für dein Reich. Das ist nicht das Thema. Er schaut schon, dass da genug drin ist.
Aber ich glaube, da dürfen wir uns manchmal auch herausfordern lassen. Gott nimmt uns immer wieder mehr mit, dass das Vertrauen auf ihn immer grösser werden darf, dass wir immer mehr Gutes tun können mit dem, was wir haben. Schau, die Menschen, denen du Gutes tust, die tragen die Reichtum ins Reich Gottes. Und wir zeigen dir jetzt live, wie das funktioniert, wenn die Menschen das machen. Wenn du die Reichtum mitnehmen ins Himmelreich, ist das der einzige Weg, wie es funktioniert. Du musst ihn verteilen. Dort wird nicht von Motten oder von Rost zerfressen, kein Dieb kann ihn stehlen. Das ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Unser irdischer Schatz, das, was wir hier haben, das, was uns manchmal in diesem Leben so wichtig erscheint, das werden wir irgendwann loslassen, das werden wir irgendwann hier zurücklassen. Weißt du, wie einfach das wird sein, den hier liegen zu lassen, wenn dieser Schatz dort hinten so viel grösser ist? Das muss unser Anliegen sein. Das muss unser Anliegen sein, Leute. Das wird bedeutungslos, wenn wir verstehen, wie wichtig das ist. Wenn wir es fertig bekommen, dass dieser Schatz viel grösser ist als dieser Schatz, wird es so einfach, das loszulassen. Und ich will dich zum Schluss von dieser Predigt fragen, wo verwünschst du dich immer wieder dabei, wo du noch hier rein sammelst, wo du noch hier rein schaffst? Wo du noch die menschliche Perspektive auf dein Leben hast? Wo verwünschst du dich dabei, wo du dich noch um diesen kurzen Abschnitt kümmerst? Und ich will dich einladen, jetzt die Gebetszeit, die kommt, zu nutzen. Um dich nach Gottes Perspektiven auszustrecken. Weil er hat eine andere Perspektive auf dein Leben. Und wenn du ihn fragst, danach, wird er das geben. Und dann werden plötzlich Sachen, die uns jetzt so wichtig erscheinen, werden plötzlich unwichtig. Und Sachen, die wir nicht im Blick haben, bekommen wir plötzlich eine Leidenschaft dafür. Vielleicht zeigt dir etwas, was du ganz konkret kannst tun. Und ich lade dich ein, mach es wirklich praktisch. Geh heim und mach einen Schritt. Weil weißt, jedes Mal, wenn du das machst, lernst du loszulassen. Und du wirst besser in dem. Und du merkst, wie wertvoll es ist, wenn dieser Schatz dort grösser wird und der an Bedeutung verliert. Du musst von jetzt auf gerade alles verändern. Aber geh einfach mal den Schritt, den Gott heute zeigt. Und dann wirst du sehen, wie sich dein Herz verändern wird und wie sich deine Perspektive verändern wird.